the sun rising, but you're still drawing lines. War never changes. Du bist ja sowas Süßes, wenn du wartest, wirklich. Das ist ja ein Wahnsinn. Es ist ja... Cheyenne, aus dem Weg, du! Na gut. Wenn's weiter nichts ist... Howdy. So, da bleibst. Aus. Jetzt gehen wir noch mal kurz in die Schuhe. Ich glaube nämlich, dass wir diesen komischen Safe noch nicht gemacht haben das letzte Mal. Ja, die wunderschönen Nymphen hätten wir ja gemacht. Da hätten wir alles mitgenommen, aber ich glaube, den Safe haben wir noch nicht gemacht. Das war die Truppe ist leer. Versenktes Buch. Das ist da. Dann brauchen wir Gegenstand, Hilfsmittel. Dietrich und du. Ja, wissen wir. Wow. Jetkorken, Mentats, ruhige Hand, Stealth Boy Super Stimpack. Cool. Aha! Da geht mir doch glatt. Da gehen mir doch glatt die Dollen hoch. Ihr sagt es so. Aschenbecher. Acklam. Aha! Also, das war jetzt wieder... Das war doch jetzt wieder mal ganz tolle. Das war doch ganz tolle. Da kriegt der eine auf die Wolle. Wolle! Weiß aber nicht. Mich würde interessieren, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Ja, weißt du was? Da ja Fallout New Vegas so selten kommt, einmal in der Woche, gar nichts. Wie schaut es jetzt eigentlich mit dem Gewicht aus bei uns? Ein bisschen was können wir noch tragen. Ich möchte aber gern... Es weiß aber nicht, wie machen wir das? Warte. Tab. Statistik. Spezial. Fertigkeit. Sprache 51. Ich überlege noch grad. Wir fangen... Wir werden das jetzt so machen. Wir fangen... Entschuldigung. Na. Wir fangen jetzt einmal mit der Trudy an. Ich glaube, die Trudy ist unser... unser einfachstes Ziel. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Da ist nix. Oh, die Sonne geht auf. Bitte mit wenn Windows da. Was sagt man? Ich spüle jetzt ab, bitte. Gegenstand, Daten, Aufgaben. 1, 2, 3, 4. Wo ist die Trudy?
Schrudelein. Na gut. Die hat jetzt auch Freude gehabt, wenn man so ein Scheißer guckt war. Aha, wo ist denn das alles? Wer bist du? Du bist ja sicher irgendein Good Springs Siedler. General Store. Ich darf gern zuerst mit der Judy reden. Da oben ist er, da oben dürfte laut Radar Dingensbums sein. Schauen wir nochmal. Aha. Na, wir werden das anders machen. Wir werden zuerst mit dem Dog reden. Also ist Dog doch ein Hund. Na gut, gehen wir so. Weißt du was, wir werden das anders machen. Wir werden also mit dem Dog reden. Und dann werden wir uns besiegen. Willkommen zurück. Hatte nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet. Was kann ich für Sie tun? Ich bin verletzt und brauche immer Die Stadt wird bald von Banditen angegriffen. Die Stadt wird bald von Banditen angegriffen werden. Was? Die Stadt wird bald von Banditen angegriffen werden. Aha. Können Sie irgendwie helfen? Überall, wo ich hinkomme, scheint es das Gleiche zu sein. Die Leute können einander einfach nicht in Ruhe lassen. Mit meinem kaputten Bein bin ich im Kampf nicht besonders nützlich. Und meine Vorräte sind mager. Aber ich gebe Ihnen, was ich entbehren kann. Bis bald. Schön vorsichtig jetzt. Ja, immer doch. Ich bin immer vorsichtig. Du wirst mir allein nicht mehr sagen. Haha. Okay, dieses war der erste Streich. Da ist der Ringo Starr drinnen. Da ist der Chat. Das ist ein verdammt harter Hund, was ich mir erinnern kann. Howdy. Ach, Sie sind's. Doc Mitchell hat Sie wieder zusammengeflickt, richtig? Hätte nicht gedacht, dass Sie sein Haus je wieder verlassen. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen. Auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut angelegt, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. Zeigen Sie mal Ihr Angebot. Natürlich doch. Ich möchte wissen, was der hat. Du, wenn er schon so Großkotzer dreht, dann müssen wir ihm schon... Ja. Absinth. Die Vertreterwoche feilschen. Ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, derzeit interessieren mir eigentlich nur die Bücher. Immer mit. Man weiß ja nie, wofür man es brauchen kann. Kernspaltungsbatterie, Ego. Keine Ahnung. Lederrüstung. Munitionskiste. Big Sex. Frage. Ist es Gomorra, nicht das Buff da in Las Vegas? Oder in Vegas? Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. So, ich brauche Vorräte, um gegen die Pulverbanditen zu kämpfen. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Kronkorken.
Dann lassen Sie sie die ganze Stadt übernehmen. Ihrem Geschäft startet das ganz bestimmt nicht. Na gut, Sie haben mich überzeugt. Ich kann einige Leute mit Lederrüstung und extra Munition ausstatten. Ich hoffe sehr, dass sich das lohnt. Und ich werde währenddessen den Laden bewachen. Mein Geschäft muss für mich Priorität haben, wie Sie sicher verstehen. Ich liebe dieses Feilschen, also alles, was mit Sprache zu tun hat. Immer Das mit ist der so Ruhe. geil. Ja, nur keine Hektik. Bla bla bla. Ah, herrlich. Warte mal kurz. Ja, aber ich muss ja mit der Trudy noch reden und mit dem alten Datakreis da. Der huckt ja normal immer da. Wo ist denn der alte? Oder... Trudy? Trudy, du altes Bauernmädchen, wo bist du denn? Du Luder, du. Da ist... Ringo. Ah, dann schätze ich einmal. Hallo Trudy, wie geht es dir? Naja. Das ist die falsche Adresse gewesen. Ah, ich schätze halt einmal. Trudy wird dann da drin sein. Ja, da ist Mais. Da ist was angepflanzt. Das kann nur da sein. Oh, Sie wollen es also mit Joe Cobbs Bande aufnehmen. Sehr riskant. Aber Sie müssen wohl tun, was Sie für richtig halten. zeigen Sie mal Ihr Angebot Sprache 25. Sie sollten dabei helfen, die Pulverbande auszuschalten. Kugeln, Explosionen und jede Menge Spaß. Ich hatte vor, das auszusitzen. Aber irgendwie muss man sie einfach mögen. Ich bin dabei. Ich werde mal mit ein paar anderen Leuten reden und schauen, ob ich vielleicht noch Mitglieder für diese Miliz gewinnen kann, die sie zusammenstellen. Es hat zwar jeder eine Schusswaffe, aber ein wenig mehr Ausrüstung wäre nicht schlecht. Im Gemischtwarenladen finden wir wohl, was wir brauchen. Cool. Ich liebe Sprachoption. Passen Sie auf da draußen. Ja, natürlich. Howdy. Ja, howdy. Howdy, du Rowdy. Wo müssen wir jetzt noch hin? In Chat haben wir, die Trudy haben wir. Die süße Maus haben wir, ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie sie heißt. Genau, sie. Ist das sie? Genau, die Sunny. Howdy, du Rowdy. Ich glaube, ist das nicht der alte Dattlinger, der uns das Dynamit geben soll, würden, müssen, tun, wollen? Aha! So, komm her, alter Dattlinger, Jorsche, Borsche. Easy Pete. Howdy. Howdy. Was kann Easy Pete für Sie tun? Easy Pete, du alter Schlapfen. Wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Dem ist nicht zu trauen, sage ich. Sagst du das nur so, oder ist das so? Warum nennt man sie Easy Pete? War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ, weit weg von der RNK. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner und mein Motto ist Take it easy. Take it easy. Ja, oui, baby. Was wissen Sie über... Was? Sie waren Prospektor? Haben Sie nach Gold und Silber gegraben? Na, man stöbert in alten Gebäuden rum, nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrottsammeln, aber das fand ich blöd. Für mich klingt das nach kaputtem, fast wertlosem Plunder. Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. Ja. Haben Sie bei der Prospektion je was Gutes gefunden? Nee, hatte mal ein richtig gutes Claim. Weit draußen im Osten, am Fluss. Aber Raider haben mich vertrieben.
Irgendwann wurde ich zu alt, um rauszugehen. Nur weil man alt wird, heißt das so lange, dass man zu unfähig für irgendwas wird. Aber du weißt ja, wie es heißt. Einen alten Hund bringst keine neuen Tricks bei. Das kann ich jetzt halt auch verraten. Was stimmt nicht mit der RNK? Verstehen Sie mich nicht falsch. In der NRK gibt's eine Menge anständige Leute. Es ist bloß, die vereinnahmen einen dauernd, ob man will oder nicht. Orte wie Good Springs und Prim werden nicht lange unabhängig bleiben. Nicht, wenn sie etwas haben, das die RNK will. Aber die RNK hält die Legion fern. Was wissen Sie über Joe? Sprechen wir über die Legion? Das sind Sklavenjäger. Angeführt von einem Kerl namens Caesar oder so ähnlich. Ich glaube, so heißt er. Vor ein paar Jahren versuchten die, den Hoover-Damm zu erobern. Aber die RNK hat sie geschlagen. Nur vernichten konnten oder wollten sie nicht. Jetzt ist die Legion wieder stark genug und rüstet für den nächsten Vorstoß auf den Damm. Ich sehe immer noch Siegchancen für die RNK. Aber weiß man's? Am Nevada-Ufer des Flusses sollen Legionäre sein. Da sollte man nur mit Schusswaffen rumlaufen. Von denen lässt man sich besser nicht kriegen. Warum ist der Hoover-Staudamm so wichtig? Der Damm versorgt einen Großteil von New Vegas mit Strom. Und da ist Lake Mead mit seinem sauberen Wasser. Wer den Damm hat, beherrscht die Region. Was natürlich sinnvoll klingt. Wofür verwenden Sie die Großhörner? Meist für Fleisch und Leder. Auf den Rücken packen lassen die sich nichts. Die legen sich einfach hin und bleiben liegen, bis man es runternimmt. Oben in den Hügeln lebt eine Herde wilde Großhörner. Aber Vorsicht mit denen. Wenn man sie in die Enge treibt, können die ganz schön gefährlich werden. Wissen Sie etwas über Victor? Die Maschine? Harmlos. Egal, was Trudy sagt. Sie vermutet da ein Geheimnis, aber ich glaube, das ist bloß ein kaputtes Relikt, das nirgends hinpasst. Ja, so kann man in Victor auch beschreiben. Was wissen Sie über Joe Cobb? Stinkt nach Ärger. Ja, das habe ich gerochen. Das ist hilfreich. Willkommen. Ich höre, Sie haben Dynamit. Das würde uns helfen, die Pulverbanditen zu besiegen. Jetzt wird's interessant, ob wir genug Sprach haben. Zu gefährlich. Wenn ich das einem von euch gebe, sprengt ihr euch alle in die Luft. Das Zeug bleibt besser, wo es ist. Sicher ist sicher. Oh Gott. Das wird sicher nicht hinhauen. Yep. Ich hab mir's ja gedacht. Bis bald. Immer schön die Wumme einstecken, wenn sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Okay, ich habe es geahnt. Und genau wegen dem Klopfer haut's nicht hin. Warte mal kurz, jetzt habe ich eine Idee. Vielleicht haut's ja doch hin. Dietrich und du? Wissenschaft? Mit Charisma? Na, da brauche ich Wissenschaft oder Waffenlos, na? Nahkampf. Reparieren. Schusswaffen. Überleben, Wissenschaft. Wissenschaft, warte mal, Sprengstoff, Wissenschaft, na, das gehört nicht zusammen, scheiße. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Na, warte mal, Kleidung. Ja, schließen, Panzer. Wahrnehmung, Nahkampfwaffe, Sprache. Was machen wir jetzt? What
Warte mal, vielleicht kann uns er weiterhelfen. Wie viel Kronkorken haben wir denn? 155. Sprengstoff. Howdy. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja klar, ruck mal jetzt auf den Wasch. Natürlich doch. Natürlich. Ich schau nur grad alle Körperteile wiederherstellen. Fallobst. Nö. Sonstiges. Laserpistole. Wetzstein, Wunderkleber. Ich glaube kaum, dass der jetzt da irgendwas hat, was Schaufel. Wir nehmen einfach mal die Schaufel mit, weil da haben wir 2 Gräber. Die könnten wir auch mitnehmen. Akzeptieren. X. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ja, wieder aussehen. Bis bald. Immer mit der Ruhe. Ich weiß. Alles mit der Ruhe, alles mit der Hektik und alles mit dem Stress. Gut. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein großes Problem. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir jetzt zu Erfahrungspunkten kommen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange die Aufnahme jetzt schon dauert. Was wollen Sie? Was hatten Sie über Ringo gesagt? Er ist eine Art Händler, der lieber schoss, statt die Gebühr für den Aufenthalt auf unserem Territorium zu bezahlen. Er versteckt sich in der Stadt. Es würde diesen Idioten recht geschehen, wenn wir nach der Abrechnung mit Ringo diesen Ort in Schutt und Asche legen würden. Aha, okay. Naja, bis bald. Ja. Ja. Okay, wir benötigen dringendst ein Update, beziehungsweise ein Level-Up. Uns bleibt jetzt momentan einfach einmal nichts anderes über, jetzt einmal von da weg Richtung Prim zu gehen. Ich glaube, Prim heißt das da unten. Dieses kleine, legere Städtchen. Oder Städtle, oder wie du das einmal nennen willst. Doch mir wurscht. Ich hörte gerade das Rascheln einer Raschel. Immer diese Umweltverschmutzung. Was? Wecken wir die Waffen ein. Wer ist er? Hallo. Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte Sie ja fast für einen Raider gehalten. Ich bin Malcolm. Malcolm Holmes. Sind Sie vielleicht am Handel interessiert? Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge und... Ach verdammt, ich kann einfach nicht lügen. Ich werde es direkt sagen. Ich folge Ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Warum? Es fing ganz harmlos an. Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie Sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhoben. Da Sie keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass Sie überhaupt nicht wissen, was Sie da gefunden haben. Was ist da Besonderes an diesem Kronkorken? Es gibt eine alte Ödland-Legende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla-Sterne. Wo kann ich noch mehr von diesen Kronkorken finden? Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset Sarsaparilla-Flaschen.
Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind, aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen in den Verkaufsautomaten auf. Manche sagen, dass der alte Festus dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand genug Sterne sammelt, um den Preis zu erhalten. Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Kronkorken finden sich an den unmöglichsten Stellen. Das gilt auch für die mit blauen Sternen. Sie haben Festus erwähnt. Wer ist das? Man sagt, dass der Schatz von einem Mann namens Festus bewacht werde. Er ist es auch, der nach den Sternkronkorken fragt. Man sagt auch, dass er schon seit dem Krieg einsame Wacht stehe und darauf warte, dass jemand den Preis entgegennehme. Damit wäre er verdammt alt. Aber ich habe unterwegs schon Leute getroffen, die ihm tatsächlich begegnet sein wollen. Und das waren auch keine Lügner. Sie sammeln also auch diese Kronkorken. Nein, das habe ich vor Jahren aufgegeben. War mir zu gefährlich. Und selbst wenn ich es täte, würde ich es Ihnen nicht verraten. Da draußen gibt es Leute, die derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Von was für einem Schatz reden wir denn? Niemand weiß das. Geld, Waffen, Wasser. Es ist oder war irgendetwas Wertvolles und das reicht, um die Leute zu motivieren. Danke für die Infos, aber ich werde jetzt mal gehen. Kein Problem. Wenn Sie weiter Sterne sammeln, dann hüten Sie sich vor einem gewissen Alan Marks. Er hat schon Leute wegen ihrer Sterne getötet. Na ja gut, dann töte ich zurück. Wo ist das Problem? Jetzt stellt sich für mich nur gerade die große Frage. Wie machen wir jetzt weiter? Was ist da? State Prison. Next Exit. Wache der kaminroten Karawane. Lederrüstung. Nehmen wir mit. Pulverbandit. Aha. Der moderne Arzt. Notice. Hitchhikers may be escaped prisoners. Okay. Ich speichere da einfach einmal, weil ich jetzt nämlich nicht weiß, in was für Gebiet das wir da marschieren. Crime, Dampfanzeige, Ledergürtel, Wodka. Ich nehme einfach einmal das mit, wo ich glaube, dass uns das nützlich sein könnte. Ist da noch dieses komische Todeskrallengebiet? Warte mal. Das muss ja das Staatsgefängnis sein. Dort ist Prim. So wie in der Long Dark, marschiere einfach den Schienen entlang. Bist du? Explosionen machen immer wieder Spaß. Man merkt's. Cool. Explosionen machen immer wieder Spaß. Ja, ihr wiederholt euch, es zwar toll ist. Nix. Ah. Nordwestlich. Da geht's in den Norden. Ich glaube, dass da das Todeskrallengebiet ist.
Hey Sie! Nördlich von hier ist alles voller Todeskrallen. Ich würde umkehren, wenn ich Sie wäre. Wenn Sie nach New Vegas wollen, gehen Sie lieber vom Prim aus nach Osten und schlagen dann einen Bogen nach Norden. Ist wesentlich sicherer so. Woher kamen die Todeskrallen? Die haben sich im Steinbruch eingenistet, nachdem die Pulverbanditen fast unser ganzes Dynamit geklaut hatten. Wir hatten den Steinbruch dicht gemacht und warteten auf Sprengstoffnachschub von der RNK, aber inzwischen waren die Todeskrallen aufgetaucht. Die RNK lässt sich nicht blicken und meine Männer und ich sitzen den ganzen Tag bloß unsere Ärsche platt. Verdammt frustrierend. Das glaube ich. Na, für das sind wir noch schwach. Sprechen wir über die Pulverbanditen, hatten sie vorher schon Probleme. So. Okay. Was können Sie mir über New Vegas sagen? Ich war mal dort und ich kann's nicht empfehlen. Da bringt man einen Monatslohn in 5 Minuten durch. Ich habe eine Menge Leute hier durchkommen sehen, die dachten, kaum sei man dort, habe man ein leichtes Leben. Klappt bloß nie. Okay, bis bald. Wenn Sie darauf bestehen, nach Norden zu gehen, erwarten Sie nicht, dass jemand Sie retten kommt, falls Sie in Schwierigkeiten geraten. Naja, ich drück einfach auf Speichern und auf Neuladen. Büffelkürbis. So, ich habe vorhin gesehen, wir nehmen jetzt schon fast eine Stunde auf. Ein bisschen mehr wie eine Stunde. Es ist sensationell. Das sind so Spiele, da kann ich mich drin da kann ich Zeit drin versenken, bis ihnen sind dann immer Leinstag. Was ist, liegt da? Bright anhängen. Akkugewehr. Cool. Ja, 1 Stunde 8 Minuten. Nehmen wir auf. Und da ist jetzt. Kaktus. Kaktus Tuskak. Genau, du sagst es. Ja, es bleibt uns nichts anderes über, als dass wir jetzt einmal in Richtung Dings marschieren. In Richtung Prim. Uns dann hochleveln mit Sprengstoff, genau. Weil ein Buch oder so finde ich jetzt eh nicht. Oder ist das mit Wissenschaft verknüpfbar? Und ich glaube auch kaum, dass das jetzt funktionieren wird. Ah, das ist ja nicht die Staatsgefängnis. Oh. Keine Ahnung. Und jetzt gerade Waffen. So, schauen wir mal, was wir jetzt haben. 10 mm Akkugewehr. Kleinkaliber, rote Karawanen, Dingensbums, Bumsdings. Okay, Schaufel, Söldnergranatwerfer. Wir nehmen einfach einmal die. Mei, ist die putzig. Da hat er mein Aures hinten aus und ein größeres Rädel. So dann. Also wenn ich wenigstens ein paar Tiere finden tät, die ich abschlachten könnte, nur dass ich wenigstens einmal ein paar Punkte krieg. Explosionen machen immer wieder Spaß. Ja, ja, mir auch.
Cool. Ich weiß jetzt gerade ehrlich nicht, was ich jetzt tun soll. Oh, oh. Ui, das ist ein Staatsgefängnis. Wie komme ich auf den Schuster, dass das nicht das Staatsgefängnis ist? Südlager der Pulverbanditen. Naja, okay, man, so viel fördert uns ja gar nicht mehr. Dino-Spielzeug. Braucht man das? Eilpulver. Mal schauen, ob wir noch irgendwas herstellen können. Nö. Schade. Notiz lesen. Auf dem Zettel steht, ein paar von den Jungs im Norden versuchen sich zu organisieren. Klingt für uns immer mehr nach einer guten Idee, müssen Ressourcen zusammenwerfen, wenn wir hier überleben wollen. Hast sicher die weniger werdenden Reisenden bemerkt. Wenn sie dazulernen, müssen wir das eben auch. Na bitte. Jetzt sind wir mal in Richtung Prim. Wenn ich jetzt richtig unterwegs bin. Ui, bin ich. Passt, sehr gut. Eigentlich wollte ich nicht so lang aufnehmen.